Sehr gut. Hey, ich möchte zum Start ganz schnell beten und lade euch ein zum Mitbeten. Herr, es regt mich auf. Die Doppel, die in dieser Welt regieren. Ich hasse es zu sehen, wie die ihre egoistischen und verdrehten Machtspiele spielen und du einfach zuschaust. Gib ihnen mal so richtig die Faust in die Fresse. Dass nicht die Zähne rausgehen, dass sie Blut müssen schlucken. Herr, ich bete, dass du ihre Karriere zerstörst. Dass ihre Ehen zerbrechen und dass sogar ihre Kinder noch die Konsequenzen von ihrem Übel tragen. Und wo bist du in all dem, Herr? Wieso greifst du nicht ein? Sind mir dir eigentlich egal? Mach endlich etwas, Herr. Amen. Das war jetzt so das unangenehme Lachen. Hat er das jetzt wirklich ernst gemeint oder nicht? Jetzt denke ich vielleicht ein paar von darf man doch nicht, als Christ darf man doch nicht so beten, oder? Und erst recht nicht von der Bühne her, das wird ja noch aufgezeichnet, das wird nachher auf YouTube sein, für immer. Aber Psalmen vorlesen darf ich, oder? Das darf man. Gut, ich lese ein paar Psalmen vor in dem Fall. Psalm 94. Herr, wie lange sollen diese Gottlosen triumphieren? Wie lange noch sollen sie sich hämisch freuen? Sie sprudeln nur so über von Gemeinheit und reden vermessen. Sie richten Unheil an, brüsten sich auch noch damit. Witwen und Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören, bringen sie um und selbst Waisen ermorden sie. Psalm 58. Gott, brich diesen Leuten die Zähne heraus. Herr, zerschlag diesen reißenden Löwen das Gebiss. Psalm 109. Seine Lebenszeit sei kurz, sein Amt soll ein anderer übernehmen. Zu Waisen mögen seine Kinder werden und seine Frau zur Witwe. Seine Kinder sollen bettelnd umherirren und die Ruinen ihres Hauses nach Überresten durchsuchen. Auf all sein Hab und Gut erheben der Gläubiger Anspruch und Fremde mögen plündern, was er mit Mühe erwarb. Und zum Schluss Psalm 44. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Warum nur verbirgst du dein Angesicht? Weshalb vergisst du unser Elend und die Bedrängnis, in der wir leben müssen? Manchmal, wenn wir die Bibel so lesen, dann kommen wir so an Stellen her, wo wir denken, so, was mache ich jetzt mit diesen Bibelstellen? Es gibt so schwierige Abschnitte. Und besonders in den Psalmen, da kommt es manchmal so die Wucht der Emotionen entgegen in diesen Gebeten. Und mir ist eine Möglichkeit in den Sinn gekommen, wie wir mit denen umgehen können, mit diesen schwierigen Bibelstellen aus meinen Teenie-Jahren. Und vielleicht mögen sich die einen oder anderen auch noch daran erinnern. Nimm 2. Der Bibabo, vielleicht können wir es reinhören. Bibabo ist eine Möglichkeit zum Umgang mit diesen schwierigen Bibelstellen. Halten Sie nicht auch manche Aussagen der Bibel für überholt? Und sind nicht viele Passagen für Ihre nichtchristlichen Freunde völlig ungeeignet? Dann brauchen Sie den neuen Bibabo, den Bibelbastelbogen, der Bibellesen wieder zum Vergnügen macht. Der Bibelbastelbogen, das ist eine Bibel mit vorperforierten Seiten zum leichten Raustrennen unbequemer Passagen. Stellen Sie sich Ihre ganz individuelle Bibel selbst zusammen. Mit dem neuen Bibabo ein Kinderspiel. Fragen Sie noch heute bei Ihrem freundlichen christlichen Buchhändler nach dem Bibabo und machen Sie für nur 23,95 Mark aus Ihrer schweren Bibel ein handliches Giveaway, für dessen Inhalt Sie sich nicht mehr schämen müssen. Natürlich aus dem Hause Sanfte Verführung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Papst oder Ihren Apotheker. Sehr gut. Also Bibabo, das wäre so eine Möglichkeit zum Umgang mit diesen schwierigen Bibelstellen. Heute wollen wir uns ein bisschen ein paar von diesen schwierigen Bibelstellen stellen, und zwar besonders aus den Psalmen. Das Thema von heute, hat der Marc schon gesagt, das Thema von heute ist Psalmen und Emotionen. Wir sind in einer Serie drin über Psalmen, haben letzte Woche so ein bisschen Grundlage gelegt und wollen heute den Umgang mit Emotionen anschauen, was uns die Psalmen lernen dabei. Und wir haben letztes Jahr im Frühling schon eine Serie gemacht über Emotionen, über gesunden Umgang mit Emotionen, 4-teilige Serie. Das heisst, wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, dann kann ich euch ermutigen, dort nochmal nachzulesen und nachzuhören.
was denn ein gesunder Umgang mit Emotionen ist. Und dass es eben nicht schlechte und gute Emotionen gibt, sondern dass es einfach angenehme und unangenehme gibt. Und wie wir auf die herlassen und wie wir sie richtig in unserem Leben brauchen können. Aber viele Theologen sagen, dass auch die Psalmen uns eben so eine Schule sein können zum Umgang mit Emotionen. Dass sie uns etwas lernen darüber. Und das wollen wir heute zusammen ein bisschen entdecken. Und anfangen möchte ich mit so einem Einstieg, wie gehen wir denn gesund mit Emotionen um? Und das deckt sich vielleicht ein bisschen mit dem, was wir in der Serie schon angeschaut haben. Aber nur ganz kurz so ein paar Optionen für unseren Umgang mit Emotionen. Und der erste Weg, die erste Option ist das fromme Unterdrücken. Also das ist so ein bisschen das Bibabo-mässige. Dass wir manchmal das Gefühl haben, als Christen, als gute Christen, darf man doch so schwierige Emotionen, unangenehme Emotionen, oder vielleicht dunkle Gedanken gar nicht haben. Und darum müssen wir es einfach unterdrücken und versuchen, es irgendwo zu verstecken und zu verheimlichen vor uns selber und vor anderen und vor Gott. Das Problem ist nur dabei, dass aus psychologischer Sicht Brené Brown sagt, dass man nicht selektiv Emotionen unterdrücken kann. Das heisst, wenn wir anfangen, unsere unangenehmen und schwierigen Emotionen zu unterdrücken und zu betäuben, tun wir automatisch auch auf der anderen Seite des Spektrums uns betäuben für Freude, für Glück, für Dankbarkeit und für die schönen Emotionen. Und darum ist es aus psychologischer Sicht ganz ein schlechter Ansatz, um einfach Emotionen zu unterdrücken, zu ignorieren und zu verstecken. Und auch in unserer Beziehung mit Gott sehen wir, dass Gott ein Gott ist, der mit dem schafft, was wir ihm ehrlich hergeben. Ganz viele so gescheite christliche Theologen und Philosophen und Therapeuten sagen, und ich habe da stellvertretend Ruth Haley Barton mitgebracht mit einem Zitat, sie sagt, Gott kann uns nicht dort verwandeln, wo wir nur vorgegeben sind. Er kann uns nur dort begegnen und verändern, wo wir in der Realität von unserem Leben tatsächlich stehen. Und ich habe ein bisschen Mühe mit dem Anfang, dass sie sagt, Gott kann nicht, weil Gott kann alles. Aber vielleicht ist es treffend zu sagen, Gott tut nicht. In der Regel tut Gott nicht Sachen, die wir vor ihm verstecken, mit uns angehen, sondern er wartet darauf, bis wir ihm Zugriff darauf geben, bis wir uns offenlegen, bis wir ehrlich sind mit diesen Sachen. Das heisst, der erste Weg vom frommen Unterdrücken ist wahrscheinlich nicht ein guter Ansatz. Die Alternative dazu wäre, diese Emotionen und Gefühle einfach freien Lauf lassen. Uns einfach zu dominieren lassen, zu tyrannisieren lassen von unseren Gefühlen und Emotionen. Das kann häufig auch eine Schlussfolgerung sein, wenn wir zu lange probieren, alles zu verstecken, dass wir dann irgendwie explodieren und es gar nicht mehr im Griff haben und uns einfach leiten davon. Und natürlich ist auch das ein sehr ungesunder Umgang mit Emotionen. Einfach uns frei leiten zu lassen von ihnen. Der Dallas Willard und viele andere haben es in anderen Worten gesagt, aber Dallas Willard hat gesagt, Emotionen sind grossartige Ratgeber. Gut zum Herrenhören, hilfreich, aber es sind extrem schlechte Leiter. Wenn wir uns von unseren Emotionen und Gefühlen leiten, dann verletzen wir ganz häufig Menschen in unserem Umfeld. Häufig unschuldige Menschen. Partner, Kinder, Nachbarn. Und darum glaube ich, ist auch dieser Weg nicht wirklich der Weg, der gesund und hilfreich ist. Und die Psalmen, die lehren uns einen dritten oder einen anderen Weg. Und es gibt ganz viele andere Sachen für gesunden Umgang mit Emotionen und praktische Tools. Aber die Psalmen lehren uns so einen Weg, wie wir gesund mit unseren Emotionen und den Gedanken umgehen können. Und das ist der Weg von der radikalen Ehrlichkeit und vom ungefilterten Betten. Dass wir dürfen und sollen, sie sind uns ein Beispiel, sie geben uns zum Teil Wort, dass wir mit unseren Emotionen, und zwar nicht nur mit den schlechten und schwierigen, aber auch nicht nur mit den schönen und erfrischenden, sondern mit der ganzen Palette von Gefühlen, Emotionen und Gedanken dürfen zu Gott kommen. Und wenn er nachher jetzt dann langsam das warm wird, wenn es anfängt einnickern, dann behaltet euch diesen Satz noch. Das ist so die Essenz von heute Morgen, wo ich möchte, dass wir es mitnehmen, ist, Gott hält es aus, dass wir ungefiltert ehrlich mit ihm sind. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, das ich in einem Podcast gehört habe, der Rankin Wilbourne hat gesagt, Psalmen sind Gebete, die ungefiltert aus uns herausbrechen. Und sie werden laut ausgesprochen, noch bevor unsere Theologie die Chance hat, diese Worte zu korrigieren. Das kennen wir alle, oder? Dass wir etwas gesagt haben und sagen, ich wünsche, das hätte ich nicht so gesagt. Weil du willst irgendwie noch filtern, du willst noch korrigieren. Und ganz oft machen wir das bei Gott auch. Wir überlegen uns zuerst, wie muss man denn das artikulieren, formulieren.
in welcher Reihenfolge muss ich es zu Gott bringen. Und wir versuchen es zu schminken und zu Weg zu machen, bis am Schluss nur noch eine Facette oder eine Fassade ist. Und mir gefällt das Ungefilterte vor Gott bringen. Und uns nicht zensieren auf unserer eigenen Theologie, wo wir manchmal das Gefühl haben, die vielleicht angebracht ist. Und es gibt Raum und es gibt einen Ort zum Zensieren und zu überlegen, was für Wort wähle ich. Aber bei Gott dürfen wir einfach genau so beten, wie wir sind und wie wir uns fühlen. Ich habe aufgeschrieben, Gott funktioniert so ein bisschen wie ein Blitzableitersystem in dem Ganzen Innen. Also es ist nicht so, dass wir, oder ich muss anders sagen, wenn wir unsere tiefsten Rachegedanken, unsere schlimmsten, dunkelsten Gedanken zu Gott bringen, dann tun wir sie eben bei Gott abgeben. Es ist kein Aufruf zur Selbstjustiz. Also nachher gehen ins Bett, schlagen ihm die Zähne aus und dann gehen und schlagen die Zähne raus, sondern wir delegieren die Vergeltung an Gott. Wir bringen die Gefühle und die Gedanken zu Gott und geben sie bei ihm ab. Und das hilft uns nachher im Umgang mit diesen Menschen. Nicht müssen die jetzt sein, die eben Selbstjustiz machen oder die uns einsetzen für diese Sachen, sondern die das bei Gott delegieren. Und die Bibel und die moderne Psychologie sind sich einig, dass das der einzige gesunde Weg ist, zum verändert zu werden, ist, dürfen ehrlich sein. Dürfen ehrlich vor Gott sein, ehrlich mit Gott beten. Und das ist so der Weg, den uns Psalmen lehren, den uns Psalmen zeigen. Jetzt, Psalmen haben auch noch eine Sprache. Es gibt noch eine Sprache der Psalmen. Ich habe es jetzt mal so genannt, und das ist Poesie. Also wenn wir so tiefe Emotionen fühlen, wenn wir in der Wut sind, wenn wir in der Angst, in der Verzweiflung sind, aber auch in der Freude, dann tendieren wir nicht dazu, um irgendwie eine bisschen kalte Logik aufzuschreiben mit 3 systematischen Argumenten, sondern dann hilft so eine Sprache, die aber nicht in erster Linie über den Kopf geht, sondern über das Herz geht. Und genau diese Sprache ist die Sprache der Poesie. Es ist eine Sprache, die über unser Herz, unseren Verstand verändern kann. Und wo irgendwie die ehrlichen Worte, die wir in der Bibel lesen, wo ja zum einen, das ist ja Worte, die Menschen zu Gott und über Gott gesungen haben, und gleichzeitig jetzt fungieren sie als Wort Gottes für uns, wo eben die Poesie kann an uns wirken und etwas mit uns machen. Etwas, das weit über unser Kopfwissen oder unseren Verstand rausgeht. Und ich möchte mit euch wir gehen ein bisschen Theorie und am Schluss gehen wir dann in die Anwendung hin und nehmen so ein Beispiel vor. Aber ich möchte euch so ein paar Kennzeichen von der Poesie, von der biblischen Poesie zeigen. Und wichtig zu verstehen ist, dass biblische Poesie im ersten Moment ein bisschen anders ist als unsere Poesie, die wir uns vielleicht gewöhnt sind. Ich habe mal ein ganz hochstehendes Stück Poesie aus der Schweizer Literatur mitgebracht, zum Zusammenlesen. Also, Globi, etwas weiter drüben, darf jetzt endlich richtig üben. Wie viel Bälle Schlag um Schlag zu parieren er vermag. Noch kämpft er mit cooler Miene gegen Rogers Ballmaschine. Doch am liebsten möchte er fliehen, die ist viel zu schnell für ihn. Genau, es geht natürlich noch mal weiter. Aber so als Beispiel von dieser Poesie, die wir uns gewöhnt sind. Wir sind uns gewöhnt, so Poesie, wo sich die Worte reimen, wo sich akustisch am Schluss des Satzes reimen. Du kannst schon fast voraussagen, wie es weitergeht und wie es aufhört. Aber Poesie in der Bibel, die reimt sich nicht auf die Worte, sondern auf Gedanken. Das braucht jetzt ein bisschen Vorstellungskraft. Aber Theologen nennen das Parallelismus. Also da werden so Gedanken nebeneinander gestellt und das tönt vielleicht nicht gleich. Das tönt nicht in einem Reim vom Globi, aber es ist ein Reim von Gedanken, wo zuerst ein Gedanke in den Raum gestellt wird und dann eine zweite Zeile kommt, wo der Gedanke entweder wiederholt auf eine andere Art und Weise, vielleicht kontrastiert mit dem Gegenteil oder vielleicht noch verstärkt und irgendwie noch ein Stück weiter nimmt. Und so funktioniert Poesie in der Bibel, dass sich so reimt. Und darum lohnt es sich, wenn wir die Bibel lesen, besonders wenn wir Psalmen lesen, Poesie lesen, das langsam und wiederholend zu lesen. Und vielleicht auch in längeren Abschnitten mal zu lesen. Und für alle Nerds unter euch, die dann nachher so einen Psalm, wenn man anfängt, nachher dort ein bisschen nerden, also ein bisschen graben,
dann findet man gerade im Parallelismus spannende Sachen. Also da, alle, die gerne Symmetrie und Mathematik haben, kommen da auf ihre Rechnung. Was da zum Teil, wie das angeordnet ist, der Parallelismus, das ist unglaublich kunstvoll gemacht. Und zum Teil spielerisch gemacht. Also, das haben wahrscheinlich die meisten von euch auch schon mal gehört. Also in den Psalmen gibt es so Psalmen, wo jeder Satz oder jeder Vers mit dem nächsten Buchstaben vom Alphabet weitergeht, oder? Und ich bin gestern unterwegs mit meiner Familie und ich habe meinen Sohn nicht auf das trainiert oder ihn gezwungen, das zu sagen. Wir sind unterwegs und er sagt zu mir so: Papi, können wir ein Spiel spielen? Können wir einfach immer ein Wort mit dem nächsten Buchstaben vom Alphabet sagen? Und dann haben wir angefangen im Zug. Und hauptsächlich Tiere, wir haben es bis eingeschafft, dann sind wir abgelenkt gewesen. Aber ich habe so gesehen, krass, ich habe mir jetzt die ganze Woche so ein bisschen Gedanken über Poesie und über die Rhythmen und über die Sachen gemacht. Und dann sehe ich, hey, das ist in den Kindern, ist es veranlagt, ist es drin, so spielerisch mit Sprache umzugehen. Und diese Woche habe ich einen Podcast gehört über das. Und da haben sie darüber diskutiert, warum, danke, Rebi, warum ist es in der Bibel so? Warum gehen sie durch A, B, C, D oder eben im Hebräischen, die hebräischen Buchstaben durch? Und ihre Antwort war ganz einfach: Ich glaube, einfach aus purer Freude. Sie hat gesagt, ich glaube, das ist einfach der Spass an der Sprache, die Freude und das Spielerische irgendwo in die Bibel hineingebracht. Und das hat mir irgendwie noch gefallen, zu sagen, hey, ich glaube, die Bibel, wenn wir anfangen, drinnen zu graben in dieser Poesie, da gibt es so viel zum Entdecken und so viel Schönes, was da innen ist. Und vieles davon geht verloren in der Übersetzung. Oder es ist schwierig zum Übersetzen. Ich tue manchmal Globebücher meinen Kindern auf Schweizerdeutsch vorlesen. Und es reimt sich nicht gleich schön. Also zum Teil Sätze reimen sich, aber zum Teil reimen sich überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen so in der Bibel auch, dass man eben nicht auf Anhieb all die spannenden und schönen Sachen sieht und vielleicht manchmal ein bisschen graben muss und manchmal vielleicht noch mal ein zweites Mal drüber lesen und langsam lesen. Also das ist ein Kennzeichen von der biblischen Poesie. Ein zweites Kennzeichen, das kennen wir auch in unserer Poesie, ist die Bildsprache. Es ist so der hohe Gebrauch von Bildsprache. Wir haben vorher gesungen in einem Lied, Gott, du bist mein Fels. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Gott kein Klumpenstein ist, oder? Das wissen wir alle, das checken wir, dass es ein Bild für etwas ist. Oder wenn jemand dir sagt, hey, ich habe Schmetterlinge im Bauch, dann sagst du nicht unbedingt Ultraschall machen, wir schauen, bringen wir das raus. Sondern wir verstehen, hey, das sind Bilder, die irgendwie reale Gefühle und Realitäten probieren mit einem Bild überzubringen. Und so ist es eben auch in den Psalmen, dass es zum Teil ganz viele Bilder drin hat und vielleicht uns nicht ganz so intuitiv fällt mit dem Verstehen von diesen Bildern. Aber gewisse verstehen wir intuitiv und gewisse vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung gemerkt, oder herausgefunden, das Zähne rausschlagen, das ist so ein Bild im Altorientalischen für das Entmachten von einem wilden Tier. Also wenn man einem Leut die Zähne rausgeschlagen hat, dann hätte er zwar noch böse brüllen, aber wirklich zubeissen hätte er nicht mehr können. Er hätte nicht mehr wirklich einen Schaden anrichten. Und so denkt man, dass wenn der David betet, hey, schlag ihnen die Zähne raus, dass er das nicht unbedingt gemeint hat als hey, UFC-Fighter oder was auch immer, irgendein Kinnhaken, komm ab und schlag ihm ins Maul, sondern dass er betet, hey, nimm ihnen die Kraft weg, nimm ihnen die Fähigkeit weg, zum echten Schaden anzurichten. Du sie entmachten in dem, was sie machen. Also der Weg der Psalmen ist eben das radikale, ungefilterte Beten. Die Sprache der Psalmen ist die Poesie, die sich lohnt, zum langsam, wiederholend zu lesen. Vielleicht auch mal rein zu studieren und zu nerden. Und etwas weiteres ist die Melodie der Psalmen. Also wir haben schon darüber geredet, dass Psalmen, das sind hauptsächlich Lieder. Und wie in der modernen Musik gibt es auch in der Psalmensammlung gibt's unterschiedliche Arten von Musik. Unterschiedliche Arten von Melodien. Und manchmal hilft es, um sich ein bisschen bewusst zu sein, was für einen Psalm lese ich denn da. Und es gibt unterschiedlichste Gruppierungen oder Art und Weise, um die Psalmen zu gruppieren, anhand von Inhalt oder von Sprache oder was auch immer. Aber ich habe so ein paar von den gängigsten mitgebracht. 3 möchte ich euch so ein bisschen im Detail vorstellen und den Rest erwähne ich noch so als weitere. Und wir werden den einen oder anderen auch noch in weiteren Predigten vertiefen. Aber eine Melodie der Psalmen ist die Melodie der Klagelieder. Es ist Klage. Und es ist die grösste Gruppe der Psalmen. Es ist fast ein Drittel von allen Psalmen sind Klagelieder. Und Klagelieder dienen so als Ventil für tiefe, persönliche Krisen, Enttäuschungen und Schmerzen, die uns irgendwo die Sprache und das Vorbild geben, wie können wir in dem Ganzen ehrlich ringen.
Dann eine zweite Gruppe, das sind Dankespsalmen, das ist genau das Gegenteil oder das Gegenstück zu den Klagepsalmen. Also die Klagepsalmen sind geschrieben im Schmerz, in der Herausforderung drin. Und Dankespsalmen werden vom Autor, vom Psalmist, dann geschrieben, nachdem Gott eben etwas gemacht hat. Als Antwort darauf, auf Gottes Wirken, auf seine Rettung. Sie sind voller Freude und sie danken Gott ganz konkret für sein Eingreifen. Und die dritte Kategorie sind die Loblieder. Die Loblieder, das sind die Psalmen, wo es einfach um Gott geht. Wo es nicht um uns geht, wo es nicht um unsere Umstände und Schwierigkeiten geht, wo es nicht darum geht, was er für uns gemacht hat, sondern was einfach verankert im Wesen von Gott, wird er einfach gelobt und gepriesen. Ganz unabhängig, ob ich jetzt im Klag bin oder im Dank bin, Loblieder schauen einfach auf Gott und preisen ihn. Das sind so 3 grosse Kategorien. Da gibt es ganz viele weitere, ich habe ein paar weitere aufgeschrieben. Die Lieder vom Vertrauen, wo eben das Vertrauen ganz häufig auch im Klagen oder in der Krise ausdrücken. Der unerschütterliche Anker. Weisheitspsalmen, die zeigen, wie der Weg zum gelungenen Leben oder zum guten Leben geht. Heilsgeschichtliche Psalmen, die über die grossen Rettungsdaten von Gott berichten. Psalmen vom Feiern, die viel bei Fest eingesetzt werden. Und messianische Psalmen. Es gibt noch ganz viele weitere und andere, aber das sind so ein paar von den grossen Kategorien. Jetzt möchte ich noch etwas weiteres mitnehmen in den Melodien der Psalmen, und zwar so in den Grundton vom Buch der Psalmen. Wenn man ganz vorne anfängt zu lesen, dann dominiert die Klage. Dann dominiert sehr viel Schmerz, sehr viel Frust, sehr viel Enttäuschung. Und es ist immer ein bisschen vermischt. Es kommt immer wieder mal ein bisschen Lob rein, es kommt immer wieder mal ein bisschen Dank rein. Aber es dominiert die Klage, und je länger, je mehr dominiert das Lob in den Psalmen. Und das haben wir letzte Woche zusammen angeschaut. Am Schluss gibt es in den Psalmen nur noch Lob. Die letzten 5 Psalmen sind nur noch Lob der Herr, Lob der Herr, Lob der Herr, Lob der Herr. Das ist das absolute Lob, das dort ist. Und auch da sehen viele Leute in so eine kleine Anleitung oder eine Ermutigung, die sagen, hey, wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Wir dürfen mit all diesen schwierigen und herausfordernden Sachen zu Gott kommen, aber je länger sie mehr wird es ins Lob hineinführen. Aber, und das ist mir noch wichtig zu sagen, in den Psalmen gibt es auch Psalmen, die einfach komplett dunkel sind und schwarz sind, die nicht im Lob enden. Und auch das hat Platz. Auch das darf sein, dass man einfach mal in einer Zeit ist, wo man nicht das Lob bringen kann. Und ich glaube, Gott ist nicht so eine, wie sagt man das auf Deutsch, insecure, so eine unsichere. Nicht so verunsichert, dass er das braucht, dass wir ihn immer wieder loben und danken, sondern ich glaube, Gott hält es aus, wenn wir einfach wirklich mit unserer Klage zu ihm kommen. So viel zu der Theorie. Es gibt natürlich wie immer mehr zu sagen. Aber jetzt möchte ich mit euch zusammen so ein Beispiel von einem Klagepsalm anschauen. Und bevor ich den Psalm vorlese, möchte ich noch eine Bibelstelle aus dem 2. Samuel vorlesen. 2. Samuel 15. Und ich möchte euch ermutigen, dass euch ein bisschen vorzustellen, dass das eure Realität ist, wie ihr euch fühlt in dem Ganzen innen. Dort lesen wir im Vers 13. Ein Bote kam zu David und meldete ihm, ganz Israel ist zu Abschalom übergelaufen, also seinem Sohn, der sich selber zum König gekrönt hat. Da sagte David zu seinen Gefolgsleuten, die bei ihm in Jerusalem waren, wir müssen sofort fliehen, sonst fallen wir Abschalom in die Hände. Wir müssen fort sein, bevor er kommt. Denn wenn er uns hier antrifft, bringt er uns um und richtet die ganze Stadt in ein Blutbad, richtet in der ganzen Stadt ein Blutbad an. Also das ist so eine Szene, die ist krass, wenn man sich das probiert vorzustellen, wo der David drinnen steckt und seine Volksleute, wo sein Sohn ihn verfolgt und er muss flüchten. Und so steigen wir ein, Psalm 3, und da fängt an mit dem Vers 1, ein Psalm Davids, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Abschalom war. Und das ist ja nur so die Beschreibung, bevor es dann wirklich losgeht. Aber ich finde das mega, mega ermutigend für uns. Zu sehen, dass die Psalmen, die wir lesen, nicht einfach im geistigen Vakuum entstanden sind, sondern dass die entstanden sind im realen Leben von Menschen. Dass der David Gebet zu Gott bringt, wo nicht irgendwie unabhängig von seinem Leben ist, sondern dass er einfach aus seiner erlebten Realität jetzt ins Gebet mit Gott geht.
ich glaube, das ist der erste Punkt, und das ist zwar jetzt nur eine historische Überschrift, aber es hat mich schon ermutigt, zu sagen, hey, weißt du was, in meinem Gebetsleben, ich darf aus meinen Situationen heraus beten. Ich muss nicht das alles irgendwo auf die Seite schieben und dann das fromme Simon darf dann da vor Gott kommen und dann kann ich meine Gebetchen da abelieren, sondern ich habe mit drinnen, in dem, was ich erlebe, soll ich und darf ich zu Gott kommen und darf ich beten. Und dann lesen wir weiter, dann fängt es vielleicht erst so richtig an. David sagt, Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Also David kommt jetzt und sagt ganz ehrlich, was los ist. Radikal ehrlich, ungefiltert. Sagt er, hey, so viele finden, sie hinter mir her. Und wir haben vorher gelesen, die Angst vor einem Blutbad und was alles wird passieren. Und er bringt das ehrlich vor Gott, aber er startet mit der Anrede an Gott. Und das ist mir in der Vorbereitung nochmal so bewusst worden. Es ist so, ich bin ein Mensch, der viel mit Bildern arbeitet und mir helfen Bilder. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass David auf Gott schaut. Dass er zu Gott betet. Er sagt, Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Und er schaut auf Gott, aber er zeigt mit seinem Finger auf seine Realität. Also er schafft den Spagat zwischen irgendwo zu sagen, hey, ich bin nicht da und sagen, oh je, arme Simon, all die finden, all die Sachen. Sondern ich komme ins Gespräch mit Gott, ich schaue zu Gott. Aber ich zeige auf meine reale Situation. Seht ihr das Bild? Das könnt ihr euch vorstellen, so das Aufschauen, den Blick auf Gott gerichtet und den Finger auf meine Situation gerichtet und sagen, hey Gott, da drin stehe ich. Da brauche ich dich. Da innen musst du jetzt wirken. Da innen musst du jetzt etwas verändern. Und wir werden nachher den ganzen Psalm 3 noch langsam durchlesen. Der Marc wird uns dann nachher vorlesen. Dann können wir ihn noch ein bisschen für uns verdauen. Aber ich möchte so 2, 3 Sachen herausstellen. Und das Nächste, was mir aufgefallen ist, da kommt ein grosser Mittelteil, wo der David Vertrauen ausdrückt. Wo er über Gott redet und sagt, wie gut und wie verlässlich das er ist. Und dort drinnen finde ich das grösste Wunder vom Psalm 3. Nämlich, dass er hier in der Mitte sagt, bei dir konnte ich herliegen und ruhig schlafen. Mitten in der Verfolgung, mitten im Chaos, mitten im Angesicht von diesen Finden. Und mir ist die Werbung in den Sinn von früher, tiefen, gesunden Schlaf. Ich glaube, irgendeine Matratze, kennt ihr auch noch? Irgendeine Matratzenfirma für einen tiefen, gesunden Schlaf. Und mir ist sofort Jesus in den Sinn gekommen. Jesus, der im Sturm innen, genau gleich in einer realen Situation, das lesen wir manchmal so und denken Bilderbücher für Kinder, aber in einer realen Situation, die lebensbedrohlich war, einfach hat schlafen konnte. Hat gemütlich herlegen und einen tiefen, gesunden Schlaf haben. Und ich habe mir überlegt, ja, was ist es denn, was uns hilft, das Schlafen? Und klar, ich möchte es ja nicht pauschal sagen, wenn du jetzt Mühe hast mit Schlafen, dann ist das Rezept, es gibt sicher mehrere Sachen. Aber es ist im Zentrum von dem ganzen Vertrauen. Im Vertrauen auf Gott, dass er sagt, hey, bei dir kann ich zur Ruhe kommen. Bei dir kann ich ruhig schlafen. Bei dir kann ich herlegen und ankommen. Und ich glaube, genau gleich hat Jesus, wenn es jemals einen Menschen gegeben hat, der Gott ganz kennt hat, dann war es Jesus gewesen. Der den Charakter von Gott kennt hat und der gewusst hat, hey, auf den kann ich mich verlassen. Auf meinen Vater ist Verlass. Und darum kann ich entspannt mitten im Sturm innen schlafen. Und dann lesen wir weiter und am Schluss steht, nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Und der Psalm 3, das ist, wenn ihr es im Detail nachlesen habe ich es im Predigtkonzept drin, das ist so das Paradebeispiel von einem Klagepsalm. Weil es so die klassischen Elemente drin hat, die Teil von einem Klagepsalm sind. Es hat eine Anrede drin, die sich ganz konkret eben an Gott wendet. Nicht in den leeren Raum raus, nicht an die Finden her, sondern zu Gott gebracht wird. Es hat so die Klage über die Situation, es hat
der Ausdruck vom Vertrauen drin. Es hat auch die Frage nach der Befreiung drin. Und es endet am Schluss im Lob. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Und wie ich vorher gesagt habe, glaube ich, eben der Psalm 3 ist ein Paradebeispiel davon, von dem Gleichgewicht, von dieser Ausgewogenheit vom Gebet, wo irgendwie darf und soll all das Platz haben. Wo wir dürfen klagen, wo wir dürfen real sein und ungefiltert sein. Wo wir in dem Innen irgendwie auch wieder zurück uns erinnern und sagen, hey, bisher hast du immer mich befreit. Du bist ein Gott, auf dich kann ich vertrauen. Wo wir dürfen ehrlich bitten, einzugreifen und sagen, hey, mach das jetzt. Rett mich jetzt. Und so glaube ich, als Fazit zum Mitnehmen, bevor nachher jetzt der Martin kommt und der Psalm 3 uns noch gemütlich ganz durchliest, wo wir ein bisschen keuen an diesem Psalm, möchte ich uns einfach nochmal daran erinnern. Ich glaube, die Essenz von heute, was ich mir wünsche, was bei uns irgendwo hängen bleibt, ist, dass Psalmen uns lehren mit all unseren Emotionen. Und nicht nur mit den schwierigen und unangenehmen, sondern auch mit den schönen. Mit all unseren Emotionen dürfen ungeschminkt zu Gott kommen. Dass er das aushaltet. Und dass sie uns manchmal auch helfen, irgendwo Worte zu finden für solche Sachen. Das ist das Schöne an den Psalmen. Und darum möchten wir euch ermutigen, nicht nur über Psalmen zu hören am Sonntag, sondern vielleicht auch zu probieren, unter der Woche mal in den Psalmen innen zu sein und so einen Psalm zu beten. Weil sie uns manchmal Worte schenken für Sachen, die wir vielleicht fühlen, aber gar nicht wirklich artikulieren können. Und sie zeigen uns und sind unser Vorbild, dass wir radikal und ungefiltert ehrlich sein mit Gott. Und so möchte ich euch jetzt einladen, der Marc kommt auf die Bühne und liest uns den Psalm 3 noch mal ganz gemütlich vor. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch wohlst dabei, dürft ihr einfach eure Augen zumachen, dürft den Psalm so ein bisschen als Ort vom Gebet brauchen, dürft in dem Psalm innen Gott begegnen, dürft ihn fragen, was er euch möchte sagen, wie er euch möchte begegnen in dem Ganzen innen. Und dann werden wir nachher zurück in Worship gehen. Ein Psalm Davids, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk.